Mag für das mal über ein Thema reden, was uns alle was angeht. Wo wir alle mit verbunden sind. Das Thema, ich gewählt habe, ist Verlust oder Gewinns. Das ist ein Wort, das ich im Deutsch kein Wort nicht finden kann. Das ist das Wort im Englisch Victim. Aber ich will probieren zu erklären, was das ist. Wenn wir vielleicht in Deutsch vielleicht nicht ein Wort dafür haben, meinte wir nicht, dass die Deutschen nicht immer Trouble haben. Ein Victim ist einer, der durch Verlust belebt. Wenn Jesus die Geschichte vertellen von den Samariter, von den einen, der von Jerusalem raufging nach Jericho, und unter den Räberfall, sagt er, verschlungen am und bestohlen am, leiten am durch half dood legen. Dat wie ein Victim. Hij deed Verlust beleven. Und wir haben ein plötzlich kein Wort, was dort befoten wird. Aber viele Menschen, viele Christen, die haben so eine Einstellung von einem, was der Verlust beleven wird. Die haben eine Victim-Mentality. Sie sehen sich an als Victims. Als so eine, die den Verlust beleven. Das ist ihre Erfahrung. So sehen sie sich an und durch leben die. Manchmal ist das vielleicht wegen der Familie, von wo sie herkommen. Sie haben eine Familie vielleicht, wo der Vater vielleicht ein Trinker ist. Oder vielleicht, wo die Eltern sind hineingegangen. Oder vielleicht, wo einer von den Eltern gestorben ist und haben nicht so reich Eltern gehabt, um den Weg wiesen und ihren Leben, das er dort gefehlt hat. Und dann fühlen sie sich so, sie wollen keinmal nicht dort sein, was andere können sein, was dort haben, was sie nicht haben. Eins der Fällen sich so dort, wie ins Hintergrund. Wie die von Mennoniten Hintergrund kommen, haben oftmals, wir sind so gelehrt worden, dass wir sollen uns für nichts holen. Und wir fallen uns weniger, dass wir weniger sind und leer sind als andere Menschen. So wir fallen uns so als Victims. Oder vielleicht hast du, wenn wir vielleicht nicht ganz so klug sind als andere Menschen. Wir sind andere Menschen, die können so leicht Dinge abfoten und Dinge tun, aber wir sind nicht so dort. Wir sind ein bisschen Sach, wir haben nicht alle gleich so taub als andere und dann fallen wir uns so ein Victim. Vielleicht hast du, wenn wir in Armut abgewachsen sind. Ich war ab in einer armen Familie, aber ich wusste das für lange Zeit gleich. Das wäre normal. Vielleicht hast du das wenig an der guten Schule gehabt. Haben nicht gut gelehrt, kann mäßig lesen, haben gut gelehrt, wo wir uns abbühen können, wo wir wiederkommen können, und dann fallen wir uns nur Victims. Vielleicht hast du dort wenig so eine Gelegenheit gehabt haben als eins der andere. Wir sind eins der andere, für die deren gehen auf, die haben aber so eine Gelegenheit und eine nur andere Gelegenheit und wir haben das nicht so dort. Wir haben nicht die Gelegenheit, was andere haben, und dann fallen wir uns so als ein Victim. Vielleicht fallen wir uns so dort, wegen Entscheidungen, was wir in der Vergangenheit gemerkt haben. Schlechte Entscheidungen. Und durch wen erfahren wir Verlust, und haben Verlust erfahren in uns Leben, und nun fallen wir uns so als ein Victim, so als ein Loser. Vielleicht erst dort willst Menschen uns nicht gut behandelt haben. Vielleicht haben andere Menschen uns Schulden angetan
En då fall vi anser oss en victim. Vet je, dat zo leicht. Zo toen die har veel weer, veel meer als ik hier opgeschreven heb. Ik heb eens 8 dingen opgeschreven, maar er veel meer dingen, wat hij brukt om ons proeven zo meer te vullen, als van wie een victim zijn, als van wie, als van de ervaring van ons leven verlust is. Viele Menschen würden vielleicht sagen, weil ich habe eine Ursache. Wenn du mal wisst, wo in meinem Leben noch mal einmal gegangen wäre, dann wirst du verstehen können, wo wir nicht mehr so viel. Ich habe ein Recht, mich so zu fehlen. Das ist nicht meine Schuld. Ich habe mich dort nicht gewählt. Das sind viele Dinge in unserem Leben, was wir uns nicht gewählt haben. Das sind viele Dinge, was wir erfahren, wegen Entscheidungen, was andere Menschen gemacht haben. Es sind viele Dinge, was wir erfahren, weil Gott in seinem Plan das so geplant hat, dass wir würden diese Dinge erfahren, um in uns Leben, was auszuarbeiten, was er anders nicht wird können, ausarbeiten. Ich will den uit Jeremia kapitel 24, waar we met aankijken, hier weer wat mensen, wat ook in omstandigheden weer, wat niet gewenst weer. In Jeremia, hier kapitel 24, Gott hat Israel gewarnt, dat zij zullen zich wegdrehen von ihrer Aufjatter. Sie sollen sich zurückdrehen nach Gott, sie sollen ihre Sünden aufleihen und sich Gott hingeben, aber sie haben nicht gehorcht. Wahrer und wahrer und wahrer schickt Gott seine Propheten in warnen und in der horchten nicht. Schließlich sagt Gott zu Jeremia, ich will dem babylonischen König lassen kommen, und der wird diese Stadt Jerusalem vernichten, hij wordt mensen gevangen nemen, zonder wat te worden zich opgeven te den König. Die worden gevangen genommen worden, die worden metgenomen worden naar Babylon. Die wordt zich niet worden overgeven naar den König. Die worden in deze stad aankomen, durch Hunger, durch Krankheit und durch das Schwert. Viele falsche Propheten, die prophezeiten durch Israel, sagen, no, das wird nicht so passieren. Der König wird nicht hier ankommen, der wird diese Stadt nicht übernehmen. Aber Gott hat zu Jeremia gesagt, hey, was? Das wird so passieren. Und Gott sagt, es sollte den Menschen sein, sie sollen sich das König übergeben, weil er wird denen Kraft geben, über ihn zu regieren. Das wird nicht eine gute Umstände, dann zu leben. Das wird nicht eine gute Zeit, ein junger Mensch zu sein, und nicht ein alter Mensch zu sein. Das wird nicht eine gewünschte Zeit zum Leben. Gott sagt zu Jeremia, er soll nur im Tempel gehen und dort am Verhof, auf dem Schabbat. Und er soll ihm sagen, was er sagt. Jeremia geht dahin und sagt, ich sei 2 Karf mit Vieh in der Band. Ein Karf hat sehr feine Vieh in der Band, sondern was er an der Gier eten wird. Der andere Karf hat verfüllte, verdrehte Viehen, sondern was nicht mehr eten können. Dann sieht Gott hier in Jeremia 24, und ich fange an von Vers 5. Er sagt, ich zie de Herr, Israel, ihr Gott, krijg zo als ik de gouden viehen en den einen Karf aanzei, zo zei ik die aan, wat ik van Juda en de Chaldea ihr Land had tragen merkt. Op Engels sagt hij dat vereer goud, had hij door han merkt tragen. Zeide ik wil goud nu aan oppassen, en wo aan ook ware tree nu dit land brengen, ik wil aan opbouwen en niet doorbreken. Ik wil aan entwartelen en niet uitrieten. Ik wil aan in verständnis dafür geben,
dat ik de Herr zie. Zij worden mijn volk zijn en ik word ihr Gott zijn. En zij worden zich met ihr ganzes hart naar mij keren. Die worden sich abgeben zu den babylonischen König. Nicht würden jeden Stunden, nicht jeden Fetten, aber sich würden abgeben zu denen. Die würden mitgenommen worden in ein fremdes Land, nach Babylon. Aber Gott sagt, wenn jeder wird abgeben zu denen, ich will mit ihnen sein. Sagt er, so als es ein gute Vieh, so will ich meine Uhren an ihnen holen. Zum ihnen gut tun. Und ich will ihnen beschützen. Ich will ihnen ook wat het tree in dit land aanbrengen. Ik wil je afburen, je niet doorbreken. Ik wil je planten en niet uitrieten. En dan zegt hij, en die worden je hart naar mij draaien. Dit is wat God voor die wil doen. Nou, de omstandigheden, die weer niet goed. De omstandigheden weer zo, dat we terecht zijn. Velen worden doodgemerkt worden. Ihre Stadt en ihre Häuser en alles wird vernichtet worden. Zij worden metgenomen worden naar een ander land. Daar hadden ze geen controle over. Zij hadden hier niet een wool wat ze willen doen. Dit had God zich al entsloten dat dit wordt passeren. Zij hadden die best een wool als ze willen de jeen feiten of zich handgeven door touw. En deze omstandigheden die weer niet leicht. Zij worden metgenomen naar een vreemd land, naar een vreemde spraak, naar een vreemde cultuur. Vreemde dingen, vreemde wegen, een vreemde plaats. En weg van velen, van ihre mensen, van ihre familie, van ihre vrienden. En zij worden door in een vreemd land, in een ene weln, worden zij handgenomen worden. Man deze, Jesaja, redt van dezelfde mensen, van dezelfde tijd dat hij profeteerde. Ook Daniel weer een jonge jong als dit passeren deed. En in Daniel kapitel 1, vers 6, dat Daniel zelfs beschreven daarvan, van deze tijd, als dit passeren deed. En Daniel 1, vers 6 zegt dat, man deze jongens van Juda weer Daniel, Hananiah, Mishael en Azariah. Deze 4 jongens weer een poort van die wat er worden gevangen genomen, wat zich afgeven deden tegen de Babylonische koning en worden met naar Babylon genomen van Israël. Dan in Daniel kapitel 1 van vers 3 wieder lezen we dat de koning zei, dat weer de Babylonische koning, der zei te Ashpenaz, ein gesnedener Diener, der am Palast der Verste wir. Op Engels sagt dat die weer de Verste over de gesnedene. We een beetje later nog opkomen. Sagt dat hij zal Israelitische jongens komen laten, die door van koning zijn familie, of van leidende families in Israël weer. Dit zullen gezonde jongens zijn, die dat goed leidt. Die zullen leichtlerig in een gewasset uitgeleerd zijn, zodat zij wieder kunnen aan de Babylonische oord in een ihre spraak uitgeleerd worden, doordat dat zij nogmaals kunnen in een palast dienen. Deze in een 2 vers wieder sagt er, man deze jongens, weer Daniel en zijn 3 vrienden. Dus ik zeg, dit weer niet een goede tijd te mijn leven. Dit weer niet een goede tijd te mijn jonge mens zijn. En ik mag betonen, dit weer niet een goede tijd een jong te zijn. Niet meer worden die vanuit ihr land genomen. Niet meer worden die van ihrer familie genomen en in een vreemde land genomen. Deze jongens wordt gesneden, die wordt omgeändert.
So dass keiner sich würden befreien kann und keiner würden Kinder haben. Das wir nicht eine gute Zeit, eine gute Platz oder gute Umstände ben te leven. En hier befangen diese vier Jungs sich ben. Wir wollen nicht die ganze Geschichte lesen, was da passieren wird, aber hör mal, was Gott durch den Prophet Jesaja lässt sein zu diesen Menschen. Jesaja 56, Vers 3. Er redet hier zu diesen Menschen, was wir gefangen genommen, was wir in Babylon genommen. Jesaja 56, Vers 3, sagt er, lot dort nicht von der Fremde gesagt worden, die sich zum Herrn gekehrt haben, dort der Herr Antwort zu sehen sahen von seinem Volk. Und lot dort nicht von der Geschnittene gesagt worden, dat hij mo als een dreeënboom is. De vreemde, dit weer die wat weer in een vreemde land genoemd worden. Die wat zich hadden handgegeven, nu God zijn woord nu, en weer metgenoemd worden. Laat dat niet van die gezegd worden, dat God die van zijn volk te zien gezegd. Bloß wenn es der Umstände nicht gut wären, bloß wenn es der Schwierigkeiten ging, sagt das meint nicht, dass Gott der von seinem Volk auf die Seite gesagt. Und sagt lot das nicht gesagt worden von der Geschnittene, dass sie bloß ein Dreherbaum sind. Was Gott hat in Zweck für alles, was er in uns Leben erlauben wird. Gott bringt andere Menschen in uns Leben hin, und einmal der dort wei, was er zu uns tun. Gott ist gewahr davon. Und Gott will das alle Brücken zum seinen Zweck wiederführen, zum seinen Reich bühen und zum seinen Namen verherrlichen. Even wenn es in uns Leben auch Verlust meint, nu in dieser Zeit. In der Zukunft und allein wird das Sehen bringen, wenn wir uns am ganz Hand geben tun. In Matthäus 16, Vers 24, sieht Jesus, dann sieht Jesus zu seinen Jüngern, wenn irgendwer mir will nur folgen, dann lot sich selbst aufsehen, in sein Kreuz auf sich nehmen und dann mir nur folgen. Dit wat diese Menschen auch mussten tun. Die mussten sich selbst aufsehen. Ich sehe mir sicher, sie fühlen sich, dass sie wollen ihre Stadt defenden. Sie wollen feiten, dort die babylonischen Soldaten, die Armee nicht wird kommen, in ihre Stadt übernehmen. Aber Gott sagt, no, ich will nicht Hand sollen feiten. Ich will Hand sollen in Hand geben. Ich habe den König von Babylon geraubt. Ich habe den dort übergeben. Hier te regieren, heeft je hand, dan wordt het goed gaan met je. Jezus zei, wanneer je mij wil nu volgen, dan moet je je zelfs opgeven. Sterven tot onze zelfswens, onze zelfsveilung. En niet meer door aan denken, oder door op ons leven zaten, wo wir Verlust erfahren haben in uns Leben. Nicht Excuse geben, dass wenigstens die Umstände in meinem Leben, oder wenigstens die Menschen in meinem Leben, wenigstens meine Eltern, wenigstens mein Hintergrund, oder wenigstens ich nicht eine Schuld gehabt, oder wenigstens andere mich haben schlecht getan, oder wenigstens ich habe in der Vergangenheit schlechte Entscheidungen gemacht, du wenigstens kann ich nicht. Das ist nicht jährlich für Gott. Gott weiß, was unsere Umstände sind. Gott hat diese Zeit bestimmt. Und er hat bestimmt, dass Daniel und seine Freunde zu dieser Zeit würden leben, dass sie diese Erfahrung würden durchgehen. Dass sie von dies würden weggenommen von ihr Heimatland, von ihrer Familie und würden Sklaven sein in Babylon.
Nicht mehr bloß dort, sie wurden geschnitten worden und sie wurden nur dein, so als sie sich nicht gewählt hatten. Weißt du, das sind die Jungs, die hatten gewisse Dinge, wo viele von uns würden leben, wenn wir das hatten, da würden wir gut auf sein. Eins, die waren jung. Zweitens, sie waren gewisse ausgelehrt. Drittens, leidet Schmack. Das wären Bedingungen, was der König sieht, was das Lehrer soll nur checken, wenn er diese Jungs von Israel wählen deed, zum Reibmerken, zum Andeinen in seinen Palast. Wenn ihr diese Geschichten wollen nur lesen, in Daniel, in Jeremia, in Jesaja, und du lesen, was passieren deed, wo Gott diese Jungs brücken deed, met dort gewaar, dat hij had een zeer hoge prijs getold, zum doorzien. Sie hadden sich nicht gewählt, selbst durch zu gehen. Sie hadden sich nicht gewählt, ihre Familie, ihr Heimatland und alles hinterlassen. Eine fremde Sprache mussten sie lernen und durch ein König dienen, was nicht ihr König vorher gewesen wir. Krijg so, wenn wir, weil Jesus nur vorher sagt, Jesus, dann musst du willig sein, die selbst auf zu sein. Die Excuses zu sie zu leihen. Nicht die Bedingungen sagen, Herr, wenn du mir so eine Umstände geben, dann wird die dein, no? Und dann wird von den Umständen. Hij ons dann lernen, dass wir willig sind, uns selbst auf zu sein, zu uns selbst uns einen Akt zu sterben und sagen, Herr, ich lade die Instrumenten in mein Leben brücken, was du die wählen darfst, nicht was ich nicht wählen darf. Ich will ich mir Hand geben, nicht jeden unterfährten, aber mir Hand geben, und die Leute, die Instrumenten wählen, was du was brücken in mein Leben, zum den Zweck erfüllen, wo du mich gewählt hast. Gott hat sich diese Jungs gewählt, vorher. Nicht in guten Umständen abzuwassen, in schweren Umständen, in großen Preis zu tun, über viel ihr nur Gott bringen, durch ihr Leben. Und dort sei wie Lothar aus der Jungs abstünden, für dort, was sie leben leiden, in sie ein großes Zeugnis werden, wo Gott sich stark bewiesen hat in ihr Leben. In Johannes Kapitel 12, Vers 24, Johannes 12, 24, sagt Jesus, ich sage Ihnen die Wahrheit, wenn ein Wettkur nicht in der Erde fällt und stirbt, bleibt dort allein. Wenn er aber stirbt, dann bringt er viel Frucht. Wenn wir nicht willig sind, abzugeben, uns selbst abzugeben, willig sind zu sterben für das Ich, und uns Jesus Hand geben, dann können wir nicht fruchtbar sein in uns Leben. Dann können wir rangehen, vielleicht mit einer langen Liste von Excuses. Wenn ich bis heute Schule gehabt, wenn ich nicht wie in Mexiko geboren, wenn ich nicht wie in die Familien geboren, wo ich bin aufgewachsen bin, wenn ich hat andere Entscheidungen gemerkt in der Vergangenheit, als ich habe, eine lange Liste Excuses, was die Feind uns verholen, was wir brücken können, oder was er brücken kann in uns Leben, um uns allein holen, dass wir nicht Frucht bringen. Aber wenn wir willig sind, dass Gott hantiert, sagt Gott, du bist der Schöpfer, du weißt das Beste, du hast einen Plan gemerkt, du die Welt grundlegend hast, und was immer das ist, ich sie dient. Wenn du was die babylonische König brücken, oder wie immer du was brücken in mein Leben, even wenn es weit hat,
ich sie wellig. Mein Verlangen ist, ich will Frucht bringen für die. Und wie nicht Bedingungen sagen tun für Gott. Aber arm die wohl loten, die Entscheidung loten für uns Leben. Er sagt, jo, er wird uns dazu bringen, dass wir sterben für uns selbst. Aber dann, dass nie Leben, was davon wird kommen, wird viel Frucht bringen. Kraxus und Wertkuren, wenn dort in der Erde geplant wird und stirbt. Dort ist dann nicht mehr zu sein. Wo er dann zu sein ist die Frucht, was davon kommt. Und dort wird Gott in uns leben will, und jeder ein von uns leben will, erreichen. Und er wählt sich verschiedene Instrumenten. Für die und mich haben vielleicht nicht die babylonischen König gewählt, aber er hat andere Instrumenten gewählt, er hat andere Umstände gewählt, was wir uns nicht würden gewählt haben. Was wir viel lieber würden, oder nicht würden gewählt haben. Jesus selbst, als hij am Gordon beten deed, dan bid er voor wat het möglich is. Wanneer du een andere weg is, als dit weg nun kriegst, dan laat dit van mij gaan, aber nicht mijn willen, sondern dien willen soll gedaan worden. Hij wil wellig zich hand te geven, den weg te gaan, te sterven, für zijn ene Fleisch, zijn ene willen, in Gott zijn willen te doen, en wil hij starf, zijn leven opgeeft, dat God hem oprechten en heeft veel vrucht gebracht in dat van vandaag nog, in dien leven en in mijn leven. Gott sei Dank. Hij willig weer den weg te gaan. En hij heeft zich die en mij gewählt, nu te vallen. Zeg, wie wil hier aankomen? Dat wordt ook maken. Voor zichzelf te sterven. Dat mijn willen zijn zelfs op te geven. Wat immer dat kost. En dan aan nu vallen, ons iets op ons nemen, aan nu vallen, zegt er, waar we veel vrucht brengen. Paulus had dit ervaren. En hij zeugt davon in Philippa Kapitel 3. Ik mag door mehrere Verse lesen. Philippa Kapitel 3, 7, 11. Mehrere von dieser Schrift, wenn ihr nu gefällt, habe ich vielleicht gesehen, die wir nicht gerade so aus vielleicht in Juni Übersetzung sind. Mehrere von diesen sind von Elmer Rema seine Übersetzung. Und dort ist auch diese hier in Philippa Kapitel 3. Und fangen an von Vers 7. Sagt Paulus ist dit, wat immer mir dann gewens wir, rechne ich nu am Christus den Halven als Verlust. Dort, wo mir erst viel wird wir. Dort, wo ich erst noch Strevenheit, Verlevenheit und Fastholdenheit, dort sagt er, am Christus den Salven erst nu Verlust in mein Leben. Sagt er, aber mehr als dort. Ich sei alles an als Verlust. Gegen den viel vertrefflichen Genuss, mein Herrn Jesus Christus zu gewinnen. Oder zu können. Den sein Halven, ich dort alles verloren habe, und sei dort alle an als Schund. Dort Christus gewinnen. In einem mag gefangen sein, nicht mit meiner eigenen Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt, aber in der durch den Glauben an Christus kommt. Eine Gerechtigkeit von Gott, die durch den Glauben kommt. Dort ich mag kennenlernen, auch die Kraft und Sinn abstehen vom Tod. Und dann Gemeinschaft und sein Leben, sein Tod ähnlich zu werden. Dort ich auf irgendeinen Weg auch kann, was der Abstehen vom Tod. Paulus hat sich ganz handgegeben, so als diese Hebräer, als diese Juden, sich unter den babylonischen König übergeben. Dass er keinen Krieg
doen met iemand wat hij wil. En metnemen naar een vreemd land. En snijden. Dat de toekomst wordt ganz in den zijn hang zijn. In den dein. Dat we ganz het hand geven. Zo zegt Paulus. Hij mij Christus hand gegeven. Zo ganz, dat wordt eerst weerval weer als nu verlust. Dat wordt eerst als je wens zegt, waar je streven naar, zegt dat is nu verlust. Hij heeft alle verloren, hij heeft alle afgegeven. Niet wie hij moet, wie hij wil. Wie hij zegt dat wat Christus voor hem gemerkt had, wie zoveel meer weet, dat hij dat alles als schund, als verlust aan zijn deed, en dat weldig afgeeft, lijden deed, zijn vriend verlieren, zijn familie, zijn ambt, zijn noemen, omdat hij kon voor Christus leven. En Christus zijn plan ervullen in zijn leven. En doordat vrucht brengen en Christus ähnlich worden, niet meer bloos in zijn leven, maar zegt ook in zijn sterven en in zijn dood. En zijn ziel weer nu her, de Auferstehung met Christus te ervaren. Door wordt de vrucht zijn, door wordt de loon zijn, voor eeuwig, niet hier van de korte tijd. Weet je, die dingen waar we hier verfeiten, die blijven over veel zeer korte tijd. En dan worden we aanwees verlust. Dat verliezen we aanwees. Maar dat wat we opgeven door Christus en voor Christus, dat sterft en dat brengt vrucht voor God zijn rijk, voor Christus zijn noem, voor eeuwig. Ik weet niet, waar du die bevingst. Als du die onzijn is, als einer die door verlust beleeft, als een victim, oder hast du die Christus, dat hij kan zo'n instrumenten gebruiken, als hij zich wilt, ten in dien leven dort uitarbeiten, wat aan je valt. Dat du wirst Christus ähnlich worden. Mijn wens en gebed voor jeden einen is, dat wir uns würden so handgeven te Christus, als diese Juden sich den babylonischen König handgeven, zoals Paulus sich te Christus handgeeft, welch wir in zijn ene Fleisch te worden zo goed als dood, omdat Christus zijn leven kan en leven openbaar worden. Mocht dat onze ervaring zijn. En dan wordt van hintergrond wie van komen, dan wordt van de familie, en dan wordt van hoe weinig of hoe veel wie je leert hebben, of hoe klug wie zijn. Dat heeft niets te doen niet met hoe erfolgreich wie zijn voor Christus. We hebben alles ermee te doen, als die willig zijn, alles door Christus te geven. We hebben nog te beten. Ons Vader im Himmel, du bist Gott. Du bist der ewige Gott. Der Himmel in ihr gemerkt hat, in alles, was du bist, für den Zweck, für den Namen halten, für die ihr. Du hast auch die uns gewählt, uns nie Leben zu geben, uns zu verändern, sodass wir würden so worden als die Erstgeborene sehen, Christus. Dankeschön, Herr, für die gute Arbeit, was du angefangen hast in uns. Dankeschön, Herr, für die Instrumenten, was du dir gewählt hast, in uns Leben zu bringen, um uns mehr so merken als Christus. Sodass wir können sterben zu uns selbst, zu unseren eigenen Willen, in Frucht bringen für Christus. Herr, help uns, dass wir würden uns so handgeben, als wir sein, dort diese junge Jungs von Israel deiden. En wo du die Brücken deidst, ten die nun über die ganze Welt verkündigen, sind wir wellig zu sterben, dat dat kann passieren. Und du deidst ja nicht zu sehen stellen,
Man soll auch geschnitten werden, die das ja nicht so ansehen als ein Dreherbaum. Du möchtest sagen, dass sie viel Frucht bringen. Dankeschön, Herr, dass wir von der Tag noch kennen von der Frucht eten und dadurch gestärkt worden. Herr, musst du in uns Leben auch so arbeiten, was immer dein Plan ist, sodass andere werden können von der Frucht, was uns Leben bringt, was du in uns Leben bringst, davon gestärkt worden und dadurch nur die getrocknet worden. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.